Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo, Folge Nummer 15 an dieser Stelle. Uiuiui, das ist kalt. Merci gell an dieser Stelle an euch alle da draussen, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei seid. Endlich wieder mal eine Runde Planet Zoo, also beziehungsweise für euch ist es nur ein Tag her. Für mich, heute schnell das Nachgegessen zwischen. Endlich wieder mal, sagt er. Nein, ich bin weiterzocken, weil ich habe nämlich im Sinn, ein bisschen mehr in Vorproduktion zu gehen, als ich es schon eigentlich mache, weil ich muss morgen, also 30. Jetzt haben wir den 29. Juni. Am 30. muss ich da meinen Scheiß operieren, wo ja, habe ja Zysten drin gehabt, habe ich vor ein paar Videos mal, habt ihr das mitbekommen. Vor allem im Vlog habe ich glaube ausführlicher darüber geschnurrt, oder im Mental Let's Play, ich weiß nicht. Ich hatte ja Zysten in der Kieferhöhle und musste die dann notfallmässig ausoperieren. Ich habe dann mit Antibiotika das eigentlich in den Griff bekommen, habe wieder aufgehört mit Antibiotika und dann hat das wieder angefangen wachsen. Dementsprechend muss ich jetzt, ist es irgendwie so, haben sie herausgefunden, dass der hinterste Zahn, oder der zweithinterste, ich glaube der zweithinterste, der hat so lange Wurzeln, dass er bis in die Kieferhöhle raufkommt. Nicht so geil, weil das führt dann dazu, dass ich immer wieder etwas zu essen bekomme und wenn die sich ausbreiten, da so nicht geil. Dann bin ich einfach tot. Habe ich nicht so Bock drauf. Und darum, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als den morgen raus zu operieren. Da habe ich zwar auch keinen Bock drauf, aber es ist besser als verrecken. Yay! Das scheisst mich jetzt schon an. Und darum probiere ich heute noch so viel wie möglich aufzunehmen, weil morgen habe ich auch wieder so eine Fresse. Das mal auf die eine Seite und auf die andere Seite probiere ich im Juli eventuell sogar noch ein bisschen vorzukommen mit dem Camper, also so ein bisschen Ferien, Traveling-mässig und möchte ich auch, dass dann täglich Videos kommen für euch. Aber unterwegs kann ich leider nicht Videos machen, also muss ich sie vorher produzieren. Unterwegs mache ich natürlich auch Videos, aber das werden Vlogs sein, da könnt ihr auch alle mitkommen. Wird wahrscheinlich Richtung Deutschland gehen, so ein bisschen Köln, Hamburg, Nordsee, Berlin, irgend so etwas ein bisschen. Mal schauen. Genau, soviel zu dem und jetzt starten wir wieder. Meine Fresse sieht irgendwie, wenn ich so den Gring habe, aber es ist ja nur, wenn ich auf den Bildschirm schaue, wenn ich so schaue. Meine Fresse sieht immer komisch aus. Vielleicht sollte ich auch mal die Webcam irgendwie anders herstellen. Die kommt gegen so oben runter. Gut, wenn ich so schaue, wie sieht das da eigentlich aus? Ja, gut. Nein, also, wir gehen wieder zurück in den Zoo. Let's go. Wir haben übrigens im Moment 2000 Leute in unserem Zoo drin. Die Zufriedenheit ist gut. Marketing, sie sind nicht zufrieden. Also weißt du, jetzt kommt... Bildung ist ein das Problem. Durst haben sie. Ich gehe doch dort hinten, wir haben jetzt genug zu eingerichtet. Aber jetzt schauen wir mal, was wir hier noch so machen können. Genutztes Land 37.000 Quadratmeter. Jährliche Steuer $56. Und wir haben 287.000. Gut, stimmt natürlich, es ist hier irgendwie so eine Fressstange kostet $10 oder so, glaube ich. Ja, 2086 Gäste, ein Sicherheitsdienst, 24 Verkäufer. Ich glaube, da haben wir viel zu viel. Mitarbeiterzufriedenheit ist hoch, Tierwohlbefinden ist auch hoch, der Ruf ist auch gut, einfach im Marketing sind wir schlecht. Gastbildungswertung. Okay. Wenn wir auch etwas ins Marketing investieren. Finanzen. Also, wir machen 62.000 kontinuierliche Ausgaben und dann 126.000 machen. Jetzt müssen wir ein paar schauen, haben wir dieses Jahr ein Minus. Wenn wir so viel ausgeben. Darlehen brauchen wir nicht. Marketing. Printwerbung auf Müsli-Packungen. Niedrigem Einfluss. Ich kann jetzt ein paar Influencer herbestellen.
Fernsehwerbung, Comedy-Show, Late-Night-Show. Spaltender Einfluss. Virale Videos, hier, das würde doch zu uns passen. Aber was ist spaltender Einfluss? Findest du dann scheiße, wenn wir eine Online-Kampagne machen? Hohen Einfluss. Ja, weil Fernsehwerbung ja höheren Einfluss hat als Video. Man kennt es. Familienprogramm, Late-Night-Show oder Comedy-Show? Ich würde sagen Familienprogramm, komm. Hauen wir mal raus. Für ein Jahr. Und dann immer erneuern. Jetzt sollte das da ja raufgehen. Unseren Tier geht's gut. Unseren Mitarbeiter auch. Wie ist jetzt das eigentlich mit unseren Mitarbeitern da? Da sind unsere Putzmänner, die haben wir ja da. Die haben wir doch alle befördert. Werden die jetzt noch? Also befördert, zur Weiterbildung geschickt. Werden die jetzt noch? Sind die noch dran? Ah, sie findet statt, wenn er sich das nächste Mal in einem Mitarbeiterraum ausruht. Okay. Easy. Aber das könnte man eigentlich mit allen anderen auch machen, oder nicht? Oder weiss ich nicht, was sich mehr lohnt. Das Lohnverhältnis finde ich nicht so geil. Einer, der die Scheisse von den Viechern zusammenputzt, bekommt 1100 und einer, der die Scheisse von den Leuten zusammenputzt, 230. Ja. Und der Techniker bekommt auch so viel. Der Sicherheitschef bekommt dann wieder nur so viel. Der Verkäufer auch. Und er ist gut, er ruht sich aus, okay. Und die wir alle gut ausbilden. Jetzt gehen wir dort mal ein bisschen dahinter. Eieiei, wir viele Verkäufer, habe ich jetzt einen vergessen, ja. Hier. Wir haben viel zu viele Verkäufer, glaube ich. Und Tierärzte können wir noch mal ein bisschen aufjagen. Gut. Hallo Leute. Stimmt, unsere Leute haben wir noch nie so richtig angeschaut, oder? Ja, das ist das Spiel gewackelt. Ah ja, und was noch dazu kommt natürlich, wenn ich ein mehr in Vorproduktion gehen will, sollte ich auch ein weniger lange Folgen machen. Das heisst, wir probieren jetzt wirklich so bei den üblichen 20 Minuten zu bleiben und nicht immer 30, 40 Minuten. Weil, dann kann ich in einer Stunde 5 Folgen aufnehmen und nicht 2. So. Gut, also, andere Frage. Brauche ich eigentlich hier auch einen höheren Zaun? Wie bei den Flusspferd wird bald Nachwuchs haben. Okay, was ist da los? Viel Müll vorhanden. Ja, gut. Jetzt halt manchmal. Müssen wir jetzt damit leben. Wie sieht es hier so aus? Kommen die irgendwann wieder aus ihrem Dings raus? Das Problem ist halt, solange es keine neuen Leute da drauf gehen, kommen die Alten gar nicht raus. Oh shit. Die sind doch sicher jetzt der Huren gepisst. Ja, die sind schon... Oh, 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 oh. Ja, es denkt. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Wie bist du Schafsäck... Entschuldigung. Wie bist du... Leusäckel jetzt daher gekommen? Bist du hier drüber gehüpft oder bist du irgendwie da hinten drauf und dann da über und dann da runter? Auf jeden Fall... Zack. Tschüss, gehen wir wieder zurück in den Käfig.
Jetzt können wir ihm auch zuschauen, he? Wie er raushüpft. Wetten wir. Yep. Ja, als würde der so können hüpfen. Gut, schön. Also. Barriere bearbeiten. Ich würde gerne alles zusammen haben. So. Ist das möglich mit einem Klick? Nicht. Also, dann machen wir es halt Classic. Ja, holt die Leute wieder rein. Vielleicht schaffe ich es sogar, das Gitter bis dann höher zu machen. Sie hüpft einfach drüber, Mann. Warum mache ich so viel Pfosten? Ich will gerne den Knopf da hinten. Danke. Einmal falsch klicken hier und ich kann wieder neu anfangen. Das können wir ja auch schon fangen. So. So. Alter, das Cake ist einfach riesengroß. Aber die Idee ist natürlich, dass wir dann mal hure viele Leute haben da drin. So. 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 Jetzt haben wir alles gut. Und dann gehen wir von 2 Meter auf 3,70 Meter. Da hüpfen sie nicht mehr drüber, he? Hoffe ich mal. Gut, so, was sind die Leute? Sie sind wieder da. Und die anderen haben noch höher gemacht. Ja, aber die kann man da nicht drüber, Mann. Aber ich finde einfach die Scheiben auch so hure geil, weil ich meine, du bist hier drin. Gut, jetzt sieht man es wegen dem Schatten. Oh, der Giraffe wird sich paaren, der Top-Giraffe. Nice. Da sieht man ein bisschen den Schatten, aber sonst haben die da ihre Ruhe, wenn du da so drinnen rumschaust. Jetzt ist es schon schwanger, krass. Die haben ja fein ihre Ruhe, also außer dem Bändchen, das da durchfährt. Und der Tourist oben. Aber von hier kannst du auch voll so reinglüsseln. Finde ich nice. Okay. Hey liebe Leute, das da geht nicht. Das geht jetzt also wirklich nicht. Ah, weißt du warum? Weißt du warum schießen die Leute aus dem Boden? Ja, weil sie Idioten sind. Aber, wenn du nicht mal die Chance gibst, sie Köderkübel zu schießen, weil du keine Köderkübel aufstellst, dann ist es natürlich schwieriger. So, also. Und bevor sich alle beschweren, wie dreckig in unserem Zoo sei, stellen wir doch da mal ein paar Kübel auf. Die haben wir nämlich vergessen. Und hier müssen wir jetzt ja noch die Spendenboxen und Infozeug herstellen. Und es hat irgendwie, haben sie auch noch bemängelt, ja, dass wir zu wenig für die Bildung machen. Also ich finde, wir haben hure viel, wir haben bei jedem Keks so eine Infotafel und Lautsprecher, also was wollt ihr denn noch mehr? Spendenbox. So, da. Ein bisschen schauen, wo sie viel stehen, hier beim Fressen. Hier eine, hier eine. Hier eine. Hier hinten stehen sie viel. Ja, aber die Idee war schon geil mit dem Band, das müsst ihr zugeben. Also ich würde es hure feiern, wenn ich irgendwo durch den Zoo kann. Zu einem Bändchen durchfahren. Was ich mich frage ist... Ah, mal. Das nutzen sie schon, he? So, es verteilt sich nämlich dann schon ein bisschen da hinten langsam. Es kommt schon, es kommt schon. Jetzt eben die hure Infotafeln. So, was ist das eigentlich?
Erhaltungsinfotafel. Okay. Irgendwie. Amphibienstern, Abholzung der Rang. Ja. Dann machen wir Infotafel zum Klimawandel. Wer will, kann das jetzt noch lesen hier. Könnt ihr Pause drücken? Ich nicht. Genau. Machen wir hier mal eine Glotze her. Für was steht die da? Ah, für Geldautomaten. Da müssen wir auch noch mehr her tun. So, Gehege, Information, westafrikanischer Löwe. Info-Lautsprecher hier. Laufen mal durch und mein Handy mal skalieren. Westafrikanischer Löwe, Reichweite. So, jetzt müssen wir auch ein bisschen schauen. Ja, das schneidet sich jetzt eben recht mit dem Cape. Das habe ich eben gedacht. Dann machen wir das ein bisschen anders. Dann tun wir den da. Dann machen wir jetzt wieder ein bisschen zurückschrauben. Warum ist es echt rot da? Aber dass es der gleiche ist. Ja, aber halt, dann nehmen wir den einfach fort. Dann hat sich das erledigt mit... Ich muss ja nicht zweimal das gleiche berasseln. Warum ist das... Warum rot? Und warum sind die blau? Und... Hey. Ich check's nicht. So. Die schauen die Tafel genau an. Okay, Geldautomaten. Weiter mehr. Ja. Könnt ihr haben, liebe Leute. Ist wichtig. Weil dann könnt ihr Geld rauslassen, das ihr bei mir ausgeben könnt. Viel Müll vorhanden, ja ich weiss. Selber zusammen lesen kann man nicht. Ihr könnt euch im Fall verteilen, Alter. Und wollt ihr nicht auf das Bändchen gehen? Tickethäuschen. Ist denn das Ding irgendwie jetzt teuer oder warum geht da nicht viel? Die stehen ja sogar an. Gibt es da ein Problem? Ah nein. Und da irgendwie... Gewinn insgesamt minus. Das läuft ja noch nicht lang. Preis kann ich nicht ändern. He? Lustig. Ah, mal, ich kann mal langsam. Das ist gut, weil ich habe nämlich Angst, dass die da hinten einfach das Sterben an Altersschwäche oder so. So, jetzt fahr los. Ist ja voll. Gut. Und dann kommen die ersten wieder raus. Ah, nein, es sind gar nicht mehr die ersten, die sind schon... Die sind schon durch. Okay, das ist gut, mal, dann funktioniert es einmal. Und dann gibt es auch nicht einen hohen Stau hier, weil... Es ist immer... Man könnte sogar noch das Wägeli fortnehmen. Ist das hinterste Wägeli? Sind die voll? Nein, die sind sogar leer zwischen ihnen. Okay. Ja. Item. Also, das da hinten funktioniert einmal. Die können wir doch auf fressen und saufen wie ich weiss nicht was. Das Zeug ist beliebt, Trinken ist beliebter als das Essen. Ist schon klar, wenn es irgendwie 37 Grad ist. Ui. Irgendetwas ist da zwischen dem Stocken. So. Jetzt müssen wir hier noch schnell da ein bisschen suchen und da so irgendein geiles Thumbnail machen. Ich glaube, von der anderen Seite sieht es geiler aus. Da so ein bisschen. So. Ja. So. Lächeln, liebe Leute, lächeln. Flusspferd wird bald Nachwuchs haben. Hey, bei uns läuft. Wirklich.
Kann man nicht anders sagen. Nice. Hey, cool. Dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, ist das eine kleine Folge gewesen. Ich habe wieder mehr gelabert, als ich gemacht habe. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ist halt manchmal schon wichtig. Ja gut, wir haben immerhin das Glas höher gemacht, wir haben Bankautomaten, Köderkübel. So ein bisschen Details halt. Aber ich frage mich gerne, wie nennen wir jetzt die Folge, oder? Wie nennen wir jetzt das? Was haben wir gemacht? Geldautomaten aufgestellt. Mache ich mir da eine Notiz, dann weiss ich das nachher noch. So, seid ihr da mal live dabei gewesen. Und dann würde ich sagen, ist das für heute? Wir sehen uns morgen wieder. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Wir haben den Park optimiert, schau mal. Schau mal. Wir haben den Park optimiert. Stimmt, wir haben am Anfang ja noch Marketing. Ja, mal, wir haben gleich einiges gemacht in dieser Folge. Dann sage ich an dieser Stelle, merci viel mal fürs mit dabei sein, merci für euren Support. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, Glocken aktivieren, auf Twitch und Instagram folgen und mir einen Kuchen schicken zum Geburtstag und macht, was ihr wollt. Hauptsache, ihr habt Freude daran. Bis gleich, Timo G. Ciao.